Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. So, was haben wir dann nur noch zur Auswahl? Da ist eine Tür, durch die man nicht kommt. Da ist ein Podest im Nichts. Und da gibt es noch ein Portal ins Nichts. Gehen wir mal da rein. Hoppendler. Der will nur weg hier. Das ist irgendein Ratter. Maus. So. Und den Dämon haben wir platt gemacht. Thank you, but too late for me. Kill Yevina, the demoness that rules here. She protects her master, Sloth. There's a door only demons can see. The key must be in another realm. Take my power. Save any others trapped in nightmares. Kill the demons that guard Sloth. Make my... Okay, Formwandlung im Nichts. Über das Menü Formwandlung im Nichts kannst du unterschiedliche Gestalten auswählen, während du dich im Nichts befindest. Jede Gestalt hat individuelle Stärken und Schwächen. Du kannst dich jetzt in eine Maus verwandeln. Die Mausgestalt ist schwach und für den Kampf ungeeignet, aber du kannst darin sehr gut schleichen und passt durch jedes Mauseloch. Okay, cool. Da hinten haben wir auch schon ein Mauseloch. Aber... erst mal irgendwas mit Dämon-Töter oder gehen wir halt mal durchs Mauseloch. Mausgestalt, yay, Verstohlenheit. Und da ist noch so ein wiechter, niederer Dämon. Gut, dann machen wir gleich mal fertig. Gut, an dem hätten wir uns natürlich ja vorbeischleichen können, aber das ist mir persönlich zu fußgängermäßig. Kikakaku köstlich. Ja, Verstohlenheit, bla bla. Uninteressant. Wir spielen hier keinen Schurke. So. Jetzt haben wir niedere Schatter. So. Okay. Da ist noch was. Was Zorniges. Gut, dass das bei deiner extra Schade reißt. Und hier geht's auch nochmal. So, da. Da waren wir doch schon mal. Ja. Something happened, didn't it? You look a little different. What happened? Ach so, ja, die Mausehoher. Ja gut, ich bin so einer Mauswoche. Did you? Did it help? I know I saw the tiny holes. Were you small enough to get through? Ja, war ganz leicht. Beziehungsweise ich hab gedacht, ihr hättet aufgegeben. Warum seid ihr jetzt so aufgeregt? I don't know. You're so much braver than I am. I was so sure it was impossible to get anywhere. Do you think you could learn other shapes? Maybe they could help you get to places you couldn't otherwise. Ajo, kann ich das. Aber da haben wir noch nicht alles erledigt. Wir haben zwar die Mauseform abgegriffen. Aber ich sollte doch nochmal hingehen. Zum Beispiel hier war noch was. Wo ich gar nicht hingegangen bin. Gehen wir mal da hoch. Okay, ja gut. Das war tatsächlich nichts. Da kann ich auch nichts dran machen. Aber der Vollständigkeit halber, ne? Geht mal halt mal hin, guckt sich nochmal an. Weil gerade bei den vielen Attribute, die man hier lernen kann, wäre es eigentlich absolut dämlich, das nicht zu nutzen. So, warte mal. Das war das Ende. Ja gut, dann habe ich hier wohl tatsächlich alles gemacht. Gut, ja. Geht nur so. Alles klar. Na gut, na gut. Aber da muss ich später auf jeden Fall nochmal hier gehen, weil durch die Türe kann ich mit einer anderen Gestalt gehen, durch diese Geistertüre. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall nochmal hier, wenn ich nochmal an einen zusätzlichen Attributspunkt dran will. So. Gut, dann geht's jetzt halt erstmal dort hier.
jetzt haben sich ein paar Dinger geöffnet. Da sind meine Gefährte in den Albträumen. Invasion der dunklen Brut, brennender Turm, Magiebrecher, ein Albtraum des Templers. Ne, Magierbrecher. Gut, gehen wir doch erstmal in der Invasion der... Ne, ich glaube erstmal der brennende Turm. Bin mir nämlich sicher, welche Reihenfolge, aber ich muss da sowieso in jedes Gebiet nochmal zurück, weil ich überall Gestalten krieg, die woanders dann wieder nützlich sind. Zum Beispiel haben wir hier mal gleich ein Mauseloch. Das sieht man dann, da kommen wir dann da wieder raus, glaube ich, ne? Jo. Da kommen wir jetzt nämlich hier rein. Und hier gibt es eine Essenz der Klugheit. Tada! Permanent +1 auf Klugheit. Und so langwierig das Ganze hier auch ist mit dem ganzen Nichtsgedöns, finde ich trotzdem, dass die Benefits hier ziemlich cool sind, dass man hier einfach immer permanent was auf seine Attribute drauf kriegt. Deswegen gründlich nachgucken. I shall do it. Genau, dann schellst das mal durch. Dahin. Da komme ich erst mit einer anderen Gestalt durch. Fangen wir doch von vorne an. So, warte mal. Ja, von da komme ich. Dann fangen wir doch mal hier an direkt. Und das sind schon mal ein paar brennende Templer. So fängt es doch schon mal gut an. Nice to see you. It shall be done. Und du auch nochmal. Enough! Ja, da gibt es auch nochmal ein Mauseloch, wo wir durchschluppen können. Da können wir nämlich noch nicht durch. Allerdings gibt es da nichts zum Abgreifen. So, das mal ohne Verstohlenheit, weil da bewegen wir uns langsamer. Jetzt kommen wir in den Raum rein. Ja, erinnert alles sehr an den Zirkel der Magie, ne? Nur ein bisschen verdrehter und merkwürdiger. So, das wird die Zwett der gewesen. Genau. Alles cool. Dann hier durch. I shall do it. Ups, wieder brennende Templer. Für euch habe ich Abkühlung, Jungs. As you say. So, da haben wir massiv die Tür. Da kommen wir auch erst mit einer weiteren Gestalt durch. Da wird es nochmal gespeichert. Gucken wir hier nochmal. Okay, brennende Hunde. As you say. Okay. Treppe nach unten war das. Okay. Ja, da brauche ich dann später noch eine Gestalt auf jeden Fall. I shall do it. Ups. So, dann moschen wir erstmal rum. So, die droppen auch leider nichts. Da geht's nochmal durch im Mauseloch. Aber vorher sind noch ein paar brennende Hunde. Warte mal. Wir machen das jetzt mal so. Away with you! It is begun. Na, dann hat gar nichts erwischt. So. Dann Mauseloch. Wird gespeichert. Okay. Templerträumer. I shall do Must die. Aura des Feuers, brennender Dämon. Warte mal. it. As you say. It is begun. The anger. Fading. I am free. Take Ragos' power. Use it and burn him. Burn them all. He guards Sloth. He bars the way. You must destroy the door. Other dreamers. Other powers. Only way. Ja, ihrer König. Formwandlungsfeuergestalt. Die, Formwandlung, Feuergestalt. Die Feuergestalt ist immun gegen Feuer und kann schadlos durch Flammen durchschreiten. Aber sie ist körperlich schwach und verwundbar gegen Kälteschaden. Sie ist zudem die schnellste aller Gestalten.
Okay, ja, da sind wir jetzt das Mauseloch durch. Da ging es noch weiter. Mit der Gestalt können wir uns jetzt natürlich hier noch ein bisschen umgucken. Weil, tada, da komme ich einfach durch, ohne Probleme. Da ist eine Geistertür, da kommen wir erst später durch. Genau, Geistertür. Da kommen wir dann nämlich dort durch. Da ist auch noch der, wo wir durch können. Und dann sind wir hier unten gelandet, genau bei der massiven Tür. Dann kann ich euch das gleich nochmal zeigen. Hier, na, da ist nichts, wie ihr seht. Und dort drüber bei der ersten, der können wir auch nochmal reingehen. In dem Bereich. Ja, sieht halt aus wie ein Untoter. Ist halt als Untoter animiert. Jo, hier gibt es halt auch nichts mehr. Aber nur, dass ihr das Amok gesehen habt. Was es nicht heißt, ich würde nicht jedes Gebiet gründlich untersuchen. Außerdem kann das auch noch hier Flammenschlag und Feuerball als Zauber, was eigentlich auch ziemlich cool ist. Also als Eröffnung definitiv nicht schlecht. So, dann können wir nämlich uns das hier nochmal angucken. Können wir jetzt auch durch den ganzen Feuerwandkram durchgehen. So. Tada, tada. Und ich glaube, darüber brauchen wir dann andere Gestalt für die massive Tür. Moment. Ah, ne, okay. Doch nicht. Ich dachte. Ist immer schlimm, wenn ich denke. So, dann gehen wir halt hier weiter. Protest im Nichts. Müssen wir noch nicht. Noch ist das Gebiet nicht... Ah, doch, hier. Massive Tür. Okay, dann halt nicht. Dann war es das erste Mal. Dann müssen wir jetzt vorher erstmal weitergehen. Very well. Und zwar gehen wir jetzt zu der Invasion der dunklen Brut. So, die Feuergestalt brauchen wir nämlich ein paar Mal. Und die Mausegestalt, ach wie ihr seht, an diverse Mauselöcher hier. Okay. So. Eingang. Wie Eingang? Ah, okay, einfach der ganze Bereich hier. Und Mauseloch. So, gehen wir mal hier rein. Kommen wir hier wieder irgendwo raus. Gehen wir mal ein bisschen schneller. Da gibt es noch 2 Mauseloch-Abzweigungen. Gehen wir mal hier erst. Ja, da kommen wir nämlich nochmal zum Raum mit Essenz der Klugheit. Haha. As you say. Permanent +1 auf Klugheit. Clever, wo ich bin. Und dann krabbeln wir hier weiter durch. Und dort drüber war noch einer. Wie clever sind wir jetzt eigentlich? Gerade mal gucken. Klugheit 17. Okay. Ja gut, Konsti und Stärke sind natürlich durch die Mausegestalt beeinflusst. Interessant, dass eine Maus eine Stärke von 2 hat. Okay. Jo. Flammende dunkle Brut. Ach Gott. Hauptsache wie ich die Tuba-Musik. Very well. So. Ich glaube, das ist einfach nur Abkürzung. So hätten wir uns in eine ganze Viecher vorbeischleichen können, aber die bringen halt alle Erfahrungspunkte. So, Hurlock. Und der Hurlock Gesandte. Dann war's das mit Denner. Da haben wir noch ein Mauseloch. Warte mal. Okay. Ah, ja, ja. Moment. Huch, das ist was Neues. Da waren wir noch nicht. As you say. So. Hauptsache die Wie-Stuber-Musik. So, dass auch jeder Bescheid weiß, wie die Tuba-Musik ist gleich dunkle Brut. Gut, da haben wir den Raum auch nochmal gecleared. Oh, da wird nochmal gespeichert. Sehe ich aber nicht so gern. Oh.
Da läuft was. They won't find me here. They won't find me here. Warte mal, bevor wir da hingehen, sollte ich nochmal die Gänge vorher klären und säubern. Ist ja schön gut mit dem Speichern und Pipapo, aber ich will nicht zu sehr durch die Dinger durchraiden. Ups, da ist er noch. As you say. Don't be a fool. So, komm schon. Gut. Meine Lebenskraft kann ich mir ja jederzeit wiederholen. Warte mal. Nein, nicht die Mausegestalt, die Flammegestalt, bitte. Genau. So. Wir können ja dann alles auch wieder zurücklaufen. Die Mauselöcher nämlich eigentlich auch nur deswegen, dass ich nicht eben das Secret noch verpasse. So, warte mal. Okay, jetzt können wir mal einen Feuerball ausprobieren. Ups, da ging die Pfeife los. Oh, apropos. Warte mal. Für euch habe ich auch noch was. Okay. Nicht so gut. Das sieht sogar überhaupt nicht gut aus. Ich musste sogar noch extra einen Wundumschlag nehmen. Drecksack. Moment, das hier. So, dann du. Und noch ein bisschen Lebenskraft abzwacken. As you say. Ja, für einen einzelnen Magier könnte es schon relativ hart sein, hier gegen viel dunkle Brut zu kämpfen. Okay. Dann geht's weiter. Ups, da ist noch irgendwo einer. Ja. Zwei wiechte Kerl. Ich meine, die Erfahrungspunkte, die holen wir uns selbstverständlich. Das muss sein. Gegenstände liegen hier zwar Kenny rum, aber die Erfahrungspunkte holen wir uns auf jeden Fall. Bin ich definitiv der Meinung, weil wir wollen ja auch mit einem besseren Level hier wieder rauskommen. Okay, massive Tür können wir hier noch nicht aufmachen, brauchen wir eine andere Gestalt. Und ja, da hat der ganze Schrott angefangen. Okay. Dann haben wir soweit alles. Wir brauchen jetzt nur noch die Gestalt, die es hier noch gibt, die neue. Hoppla, nicht in die Sackgasse rennen, Mädel. Und dann haben wir das auch erledigt. Das war auch eine Sackgasse. Brauchen wir hier wieder den Feuerino. Ohne den geht nämlich gar nichts. Und dann holen wir uns für heute auf jeden Fall noch die nächste Gestalt ab. 5 bis 6 Minuten haben wir noch. Dann dürfte das für heute auch gut tagesfüllendes Programm noch sein. Ja, es wird ein paar Episoden dauern, ihr liebe Leute, bis wir hier durch sind. Weil, wie gesagt, das ist alles etwas langwierig, wie ich finde. Aber für die Attributspunkte meinetwegen. Genau, hier, da geht jetzt die Luzi ab. Okay, das ist unser Verbündeter. Geist der dunklen Brut. Machen wir es so fertig. Warte mal, die können wir doch bestimmt einfrieren, ohne unseren Verbündeten zu treffen. It shall be done. I shall Zerborsten sogar. They're gone. You did it. You killed them. But not all. Their leaders are behind the unbreakable door. I give you my wisdom. It will let you see. And now I wake. Alles klar, Formwandlung, Geistgestalt.
Die Geistgestalt hat eine Affinität zu allem Unsichtbaren. Du kannst darin mit ätherischen Objekten interagieren, die dir sonst verborgen bleiben würden. Ah, okay, ich habe gedacht, ich hätte hier die andere Gestalt gekriegt. Aber, na gut, dann machen wir für heute noch, ja, massive... Ich habe gedacht, wir kriegen die Gestalt, womit man die massive Tür kaputt machen kann. Aber okay, ich gucke mich jetzt hier nochmal in aller Ruhe um, ob hier nochmal Geistertüre sind. Wenn nicht, dann muss ich nochmal zu der anderen Dinger gehen, damit wir die Geistertüre auf jeden Fall nochmal abgeschlossen haben. Das erspart uns dann später viel Laufarbeit. Mauseloch. Ich glaube, hier gibt es noch Mauselöcher und massive Türen noch. Aber sicher ist sicher. Hier ist überall ja nix. Okay, keine Geistertüren. Ja, nur die massive Tür. Okay, da kommen wir dann nur mit der Gestalt weiter. Mauseloch und massive Türe gibt es hier nur. Na gut, dann habe ich nichts gesagt. Dann gehen wir nochmal zu der anderen zwei Dinger zurück. Und zwar zum brennenden Turm. Da war nämlich auf jeden Fall Geistertür. Ja, mit der massiven Tür ging es natürlich besser, wenn ich die Reise könnte am Anfang. Aber so ist es halt. Warte mal, Feuergestalt. Jo, dann können wir nämlich hier direkt zur Geistertür. Bewegt sich halt auch ziemlich lahmarschig und da sind wir in Form von einem arkanen Schrecken. So, da gibt es nämlich ein paar schöne Sachen. Essenz der Klugheit mal wieder. Permanent +1 auf Klugheit und Essenz der Konstitution. Permanent +1 auf Konsti. Sehr schön. Dann wieder zurück. So, dann Feuergestalt. Ich glaube, das war alles mit der Geistertüre hier. Aber auf jeden Fall gab es nochmal 2 Attributspunkte dazu. Jo, hier gibt es auch noch die massive Tür. Da müssen wir dann später, wenn wir die Gestalt haben, womit wir die massive Türe knacken können, müssen wir später auf jeden Fall nochmal die Gebiete abgrasen. Weil ich glaube, du kannst sein, dass wir auch nochmal ein paar Geistertüre dahinter finden. Na gut. Dann nochmal zum Anfang. Zum reiner Nichts. Weil da gab es nämlich auch noch eine Geistertür. So, hier. Genau, Geistertür. Ah, da kommen wir zum Boss hier in der Gegend. Okay, cool. Jevenna. Ja, die wurde erwähnt. So. Gut, erstmal die kleinen Dinger weg. Die sind nämlich etwas nervig. So. Und dann auf der Dämon der Wollust. Okay. Das war der erste Dämon niedergemacht. Okay, Quest aktualisiert. Ja gut, da kann ich jetzt nicht dran. Unheimliches Bauwerk. Die schwarze Stadt. Wo die Leute einfach mal random zu Darkspawn werden. Das war ja das, was ursprünglich die goldene Stadt war und die Stadt vom Erbauer. Und ja, jetzt ist es einfach nur ranzig und ekelhaft. So, dann gehen wir wieder zurück als Geist. Ah, da hat er ein paar schicke Dinger dabei. Okay. Zwar nicht die beste Zauber, aber warum nicht? Ich glaube allerdings, da war auch noch was. Mit einer Geistertür, wenn mich nicht alles täuscht. Deswegen gehen wir das jetzt nochmal, den ganzen Weg. Geht durch. Da haben wir ja ursprünglich die Maus gebraucht. Dann hier weiter. Genau, Geistertür, da war noch was. Ich hab's noch richtig in Erinnerung gehabt. Ist ja auch nur ein paar Minuten her, weil ich nämlich wieder an Endaro. Hoppenla, was ist dann hier? Irrlichtgeist. Okay. Essenz der Geschicklichkeit.
Ja, cool. Und, oh, da ist noch einer. Warte mal. So. Coole Sache. Permanent +1 auf Geschicklichkeit. Können wir auf jeden Fall gebrauchen. Und noch so cooles Schiff hier noch. Okay. Ja, gut die Sache. Wir wollen ja kein Attribut verpassen. Und Geschick ist ja was ich generell nicht so skille wird. Wie man auch merkt. Genauso wie Stärke. Also definitiv nicht verkehrt, wenn wir das hier auch noch machen. Aber ich würde dann sagen, ihr liebe Leute, wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig, wo wir dann weiter hier vordringen werden und uns noch die letzte Gestalt holen. Und dann können wir hier in aller Ruhe die Gegend abgrasen. Also, machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.